Es ist tatsächlich jetzt. Die Musik wird nämlich spannend. Dann beginnen wir jetzt Horses to Fly Showfahrt. Unsere Jury besteht heute aus Merle Slagers und Lisa van Gils vom jungen KFPS. Die werden also die Noten geben, die dann im Endeffekt von Johanna Faber ausgerechnet werden. Die beiden besten Auswahlwettbewerbe und das Finale ergeben Punkte, die zusammengerechnet werden. Wir fangen an mit der Nummer 34. Das Pferd ist GDP Aaron, der Vater Jaue 485. Der Besitzer dieses Pferdes ist Friese Kramstorff von der Filmhuke aus Silbrander Büre und geritten oder gesteuert wird dieses Pferd von Itzen Hoekstra. Dann kommt ihm zu Ockema binnen mit seinem Hengst Dirk und der Nummer 26, ein Sohn von Charle 454, im Besitz von Jan Eppinger aus Ureterp. Dann sehen wir die 89, die Bahn betreten. Das ist Jensen von der Zerpen, ein Sohn von Thiemen 503. In der Hengstenhauderei de Zerpen in Wommels mit Bionne van der Lands in der Kutsche. Das ist die 245, Cecilia von Greifenstolz, eine Tochter von Bartele 472, in Besitz von Ralf Reinhardt aus Brüssow und in der Kutsche Lieke Lüx. Die 184 auf der Bahn, Stall Ockemas Hitzer, Sohn von Julius 486 vom Stall Ockema in Britzwerd, vorgestellt von Jelte Hoekstra. Und die 10 ist auf der Bahn Jauke von Bockum. Vater ist Alvin 469, im Besitz von Bauke de Boer aus Ness und vorgestellt von Britt Ballast. Das sind also unsere 6 Finalteilnehmer. Eine sehr schöne Leistung des Vereins Fries Tuigbad, Friesisches Showfahrtpferd. Die Vorrundes waren also in 4 verschiedenen Orten hier in Friesland. Um genau zu sein, in Exlo, Eisenheide, Zolbert und Sonnecha. Und jetzt wird das Finale hier in Leeuwarden ausgefahren. Wir haben Thomas van der Leide als Schiedsrichter oder Endentscheider. Sollte die Jury sich nicht eignen können. Die sehen sich jetzt die Pferde und Gespanne an, um sicherzugehen, dass das auch alles mit rechten Dingen zugeht. Und unsere Jury besteht, wie bereits erwähnt, aus Merle Slagers und Lisa van Gils vom jungen KFPS. Und dann zählt letzten Endes das Gesamtergebnis dieses Finals zusammengerechnet mit den 2 besten Auswahlwettbewerben, die im Vorhinein ausgefahren worden sind. Wir fangen an, es gibt gute Musik dazu und dann sehen wir hier das Friesenpferd in seinem Element zur Musik ein bisschen angeben. Viel Spaß! Die Pferde schön gerade vor den Wagen gespannt, natürlich mit einer neuen Statue, einer schönen Front. Ein wunderbarer Action-Moment hier für uns. Schauen sich die Pferde an, genießen sie vom Friesenpferd in seinem Element. Dafür kommen wir letzten Endes alle. Wir haben ja auch einen ersten Eindruck der Qualität der Pferde. Und die Jury wird jetzt auch bewerten, welches Pferd sie am besten finden. Diese Pferde sind durchaus gewöhnt an Applaus. Sie können also auch vorab schon mal angeben, wen sie finden, dass die Jury an erster Stelle platzieren sollte. Wer ist ihr Favorit? Klatschen Sie gerne mit. Und dann
wechseln wir die Hand mit Itze Hoekstra vorneweg. Und die Jury wird gleich eine Entscheidung treffen. Machen Sie ruhig noch ein bisschen mit. Feuern Sie Ihre Favoriten an. Die Jury schaut und vergleicht. Dann die 34, bitte aufstellen. Die 245 und die 10. Aufstellen 26, aufstellen 89 und aufstellen 184. Das ist die vorläufige Ausstellung. Wir sind haben uns noch nicht ganz entschieden mit der Jury hier. 3 Gespanne dürfen nochmal. Die 34, 245 und 10 werden noch einmal gebeten, auf die Musik zu fahren, damit die Jury sich dann doch entscheiden kann. CDP Aaron von Jaue 485 mit Itze Hoekstra. Die kommt hier nochmal an Ihnen vorbei. Und wenn Sie dieses Gespann am besten finden, dann klatschen Sie gerne, jubeln Sie, feuern Sie vor allem an. 245 ist Cecilia von Greifenstolz, eine Tochter von Bartholdt 472 mit Lieke Lüx. Und Jauke von Bockum, ein Sohn von Alwin 469 mit Britt Ballast in der Nummer 10. Wie gesagt, feuern Sie an, sorgen Sie dafür, dass die Jury weiß, wer Ihr Favorit ist. Ganz langsam kommen wir in Stimmung, ich höre es. Da läuft es richtig gut. Ohren aufgestellt in einer schönen Statur. Mit guten Bewegungsabläufen, die Hinterhand schön unterm Körper platziert. Machen Sie noch mal mit, meine Damen und Herren. Und dann sehen wir, wer gleich als Erster zum Aufstellen gerufen wird. Wenn Sie einen Favoriten haben, lassen Sie uns das mit Applaus und Jubel gerne wissen. Spannend, spannend. Wer wird's werden? Wer gewinnt? Wer bekommt die meisten Punkte? Aufstellen. Nummer 34, 245 und 10. Das ist also das Ergebnis von heute. Johanna Faber steht hier bei uns am Tisch, rechnet schnell aus, wer dann ganz gewonnen hat. Wir haben hier 34 CDP Aaron mit Itze Hoekstra. Das ist das Gespann, das hier im Finale den Hauptplatz, den ersten Platz erreicht hat. Aber es kann sein, dass es für die 2, 4, 5 oder 10 auch noch funktioniert. Na, ihr reicht hier noch, Lisa und Merli reicht den Style-Preis aus für den Stil. Wen ist der? Na, wir finden es vor allem großartig, dass wir hier selbst auch einen Stilpreis ausgeben dürfen, vor allem, weil wir die jungen Leute vom KFPS sind. Wir haben uns alle Gespanne angeschaut. Es ging um die Pferde, um die Präsentation, aber auch. Und wir haben uns entschieden, Nummer 89 den Stilpreis zu bekommen. Das sind Jensen van Terpe und Bjorne van der Land. Das heißt, der Stilpreis geht an Bjorne van der Land und die Nummer 89, Jensen van der Terpe. Vaters Teamen 503, Hengsthauderei Den Terpen in Wommels sind die Besitzer. Das ist doch auch schön, dass wir den jungen KFPS auf diese Art und Weise auch einbeziehen können. Merle Slagers und Lisa van Gils gratulieren Bjorne van der Land mit diesem Stilpreis, überreichen ihn auch. Und dann machen wir ein kurzes Foto und dann eine Ehrenrunde. Sowohl von Dirichotz und von Johanna, 2 Fotografen gleichzeitig.
Und wir bedanken uns bei Merle und Lisa sowie bei Bionne von der Land und Jensen von der Terpen. Kleine Ehrenrunde, geht das, Peter? Und dann gibt es nach der Ehrenrunde das Ergebnis des Finales. Meine Damen und Herren, der Stilpreis bei den Young Riders ging an Bionne von der Land und Jensen von der Terpen, die Kombination 89. Stilvoll gefahren. Sie sehen es. Ein wundervolles Gespann. Sehr elegant. Und schön. Und dann steht da natürlich schon der Vorstand, um Preise auszureichen. Und dann fangen wir an. Wir fangen an mit der Nummer 6. Wir kommen an bei 19 Punkten. Auf dem 6. Platz ist die 184. Stål Ockemars Hitze mit Jelte Hoekstra hat den 6. Platz erreicht. Da werden Preise für überreicht. Dafür gibt es Schleifen vom Interim-Vorstand des KFPS. Dann der 5. Platz mit 23 Punkten ist die 89, Jentje van der Terpen und Bionne van der Land. Auf dem 5. Platz in diesem Finale. Hat den Stilpreis schon gewonnen und auch noch den 5. Platz mitgenommen. Da werden auch da die Preise überreicht. Wir kommen zum 4. Platz mit 24 Punkten. Die Nummer 26, Dirk von Tjalle 454 und Jimte Ockemar. Schon 2 Tage lang hier Pferde vorgebracht während der 2. Besichtigung der Hengstenkörung und auch noch den 4. Platz im Finale der Young Riders im Showfahren mitgenommen. Wir haben noch 3 Gespanne übrig. Während hier die Preise überreicht werden, gehen wir zum 3. Platz. Mit 27 Punkten die Nummer 10, Britt Ballast und Jouke van Bockum. Es war super, super knapp am Ende. Wir haben noch 2 Gespanne, die noch nicht platziert sind. Und beide hatten 28 Punkte am Ende. Ein Unentschieden. Und dann entscheidet das Finale. Und das heißt, dass der 2. Platz geht an 245 Cecilia von Greifenstolz und Lieke Lüx auf dem 2. Platz dieses Finales der Horses to Fly Showfahrt-Wettbewerbe. Und auch mit 28 Punkten. Aber den 1. Platz errungen ist der große Sieger hier, GTB Aaron von Jouwe 485 und Itzen Hoekstra, der gewinnt hier das Finale. Und auch da wird natürlich gratuliert. En rechtsaf achter de schermen. En daar is de kampioen. Kampioenschap trouwens daarvoor staat Erik de Gooijer. Erik, waarom zijn jullie tot deze uitslag gekomen? Misschien jullie iets over jullie top met kan gooien. Ja,
meneer de Ruiter, dank u wel. Dames en heren, allereerst wil ik alle deelnemers complimenteren voor het wijzen van het voorstellen van hun paarden. Ze hebben deze rubriek keurig netjes gereden. En dan begrijpen wij dus ook dat de leden van John KWPS problemen hadden om iemand daar om een staalplaats uit te reiken. De uitslag van deze wedstrijd was nummer 34. Die hebben wij op kop gezet namens een mooi front, mooi ondertraining achterbeen, mooi in balans waren lopen en daarom gewonnen. De nummer 245 kwam tot de winnaar iets te kort in het front, zou iets meer front mogen tonen, maar wel goed over de benen, mooi achtergetreden onderbeen en netjes voorgesteld dus op de tweede plek. De nummer 10, heel goed in balans, niet helemaal goed in balans. Kurz technische Probleme mit den Mikros, meine Entschuldigung, ich bin zurück. Wir sehen jetzt hier, gab es eine Zusammenfassung, die Begründung für den ersten, jeweils zweiten Platz. Die Formfallendung beim Gespann 34 war einfach besser als bei allen anderen. Die 245 hätte etwas längere Schritte gebraucht, um hier den Sieg davonzufahren. Aber letzten Endes werden alle nochmal eine Ehrenrunde drehen. Wir sehen auf dem ersten Platz GDP Aaron und Itzen Hoekstra, auf dem zweiten Platz Cecilia von Greifenstolz und Lieke Lux. Wir gratulieren, klatschen Sie gerne mit, jubeln Sie mit. Das ist ein wichtiger Wettbewerb im Showfahren und das war das Finale. Immer schön und ein großartiger Wettbewerb, den hier die Horses to Fly ausrichten. Vielen Dank auch für Ihre Unterstützung. Ein schöner zweiter Platz für Cecilia von Greifenstolz und Lieke Lux. Jauke von Bockum mit Britz Ballast auf dem dritten Platz. Und da stehen sie dann auch schon wieder aufgestellt. Meine Damen und Herren, Blumen sind überhändigt worden. Das Jahr kann nicht besser beginnen vor Itzen Hoekstra und GDP Aaron. Wir lassen erst die anderen Gespanne die Bahn verlassen und dann gibt es noch eine Ehrenrunde für unseren Sieger dieses Finals, der Meister der jungen Rider, der jungen Fahrer und Reiter hier. Machen Sie nochmal mit, es ist nicht umsonst eine Ehrenrunde. Wir sehen Itzen Hoekstra und GDP Aaron. Wunderschön, eine Topform. So wird man Finalsieger. Das ist das Friesenpferd, so wie es sich gehört, ganz in seinem Element. So schön. Und so elegant geritten. Noch einmal, wir haben noch mal die Gelegenheit, Lärm zu machen. Dann sehen wir gleich Henny Roffel mit Remy Martin TKJ. Sie erinnern sich, das war das Pferd des Jahres 2024. Ein wundervoller Hengst, der international sehr erfolgreich im Grand Prix Dressur geritten hat. Ein Pferd mit sehr viel Talent, auch für die höhere Arbeit und einer fantastischen Einstellung. Unterm Sattel sehen wir mit Kristen Bauer den Hengst Gentleman Jack TKJ. Auch der Hengst ist sehr erfolgreich von Henny Roffel in den internationalen Dressurwettbewerben des PSG auf PSG-Niveau